denke, es läuft, oder? Bin mir aktuell nicht ganz sicher. Ja, es läuft. Ei, nochmal. Ja, heute, wie gesagt, ich starte jetzt einfach mal ohne das Intro, warum auch immer. Ein bisschen Minecraft, später dann wahrscheinlich Overwatch oder mal schauen, vielleicht machen wir Resident Evil 6, ich weiß noch nicht genau, auf was ich Bock habe oder wie es mir ausgeht. Ich denke aber, dass wir heute wieder mehr sind, also vielleicht hat Kathi wieder Zeit, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch später noch ein, zwei mehr, ich muss mal schauen. Aber Overwatch ist sehr wahrscheinlich später, sage ich jetzt einfach mal. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Minecraft. Minecrafton. Ich hoffe, es passt von den Einstellungen her alles. Ich bin aktuell noch gut am Rumprobieren. Aber ich denke, Ton passt ja auch. Müsste alles da sein. Ich hoffe, ich höre einigermaßen normal an. Also ich bin nicht abgehackt, wie ich schon mal war. Müsste passen, hoffe ich. Wo waren wir das letzte Mal? Ja, wir haben... Moment. Was haben wir eigentlich geholt? Wir haben irgendwas geholt. Wir haben Kaktus und Zeug mitgenommen, glaube ich. Brot haben wir gehabt, genau. Lilypads haben wir gehabt. Zuckersteg, Ofenkartoffeln. Hm, Fichtenstamm. Die Treppen haben wir gemacht. Eisen haben wir geholt. Hm. Genau, wir haben gut, die haben wir auch gefunden. Genau. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut. Ich würde sagen, ich würde heute gern mal einen Turm bauen. Vielleicht da hinten. Ich weiß noch nicht genau. Wir pennen mal. Wir pennen. Was ich gerne machen würde, wäre eventuell hier hinten raus. Warte mal, was haben wir hier gehabt eigentlich? Hier war ja auch Ende. Aber wie Ende war hier? Äh, Jetzt so genau. Ah, okay, das war da. Genau, hier raus. Hier ist die Fackel. Und hier hätte ich gern den ein oder anderen. Turm? Kann man es so nennen? Ich denke mal. Vielleicht ein bisschen integriert hier. So ein bisschen am Berg dran. Ich weiß nicht genau wie. Das Haus haben wir hier. Der hier mittig. Das da. Ist das wirklich die mittig? Das ist wirklich mittig, okay. Ähm, ja doch, stimmt. Müsste passen. Ähm, Pinkes Floyd. Hi. Ich muss nur kurz den Chat lernen, sonst sehe ich es in der Vorschau wieder nicht. Ich würde sagen, wir versuchen mal das. Einfach ein bisschen abstecken. Wie breit machen wir das Ganze? Vielleicht. Moment, ich hole mal Erde. Nur kurz schauen, ob wir. Wir müssen genug haben normalerweise. Nö. Hier. Oh, komm. Dim, dim, dim. Dim, dim. Oh, ja, ein bisschen abstecken.
Oder zwei. Kann man einfach setzen, dann kann man hier hin machen. Eventuell so hier. Hier oben drauf. Ginge auch. Eventuell. Oder hier drauf. Ähm, Ich hätte versucht, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde hier gerne einen Turm hinbauen. Also irgendeinen Aussichtsturm, einfach nur mal so als Spaß. Ich meine, irgendwie passend zu dem Haus dazu. Hier war quasi so ein, ja, ich nenne es mal Berg, irgendein Konstrukt, das wir abgebaut haben. Quasi vom Haus kommt mal quasi hier unten raus. Aktuell noch. Wenn hier ist mehrere Stockwerke runter. Aber in einem Stockwerk würde ich gern irgendwie zum Turm kommen. Unterirdisch eventuell auch. Aber bin noch am überlegen. Ich weiß noch nicht genau wie und wo genau hin. Wusste ich beim Haus auch nicht, bei dem hier. Ja, einfach mal anfangen, denke ich. Aber ich glaube, seitlich ist besser. Hier irgendwo. Da oben drauf. Hm. Okay. Dann mehr hier oder mehr seitlich? Also ist ein besser. Geh mal hoch kurz. Mein Dorf ist hier dran. Ich könnte mal da ganz unten durchgraben, aber ich denke, das wäre schon zu hoch. Wahrscheinlich wieder. Man könnte es natürlich auch hier ein bisschen einbauen. Also wenn man sagt, okay, er geht da irgendwo an und dann irgendwie so ein bisschen rum in dem Bereich da. Ich denke, das versuche ich. Ah, okay, ja gut, dann schauen wir mal, was wir hinbringen. Ich glaube es zwar, naja, mal schauen. Steine haben wir genug, also das müsste passen vom Ausheben. Einigermaßen gerade Flächen haben. Hier so hin. Ja gut. Na schauen wir mal. Wie groß und vor allem rund oder nicht rund ist die Frage. Drei. In der Mitte. Hm. 2, 3, ja gut, dann. Ich weiß nicht so. Das ist irgendwie jetzt, glaube ich, nicht so der Fall. Das passt das gar nicht zusammen. Das sind drei Stück, doch drei Stück, genau, passt schon. So, so. Ne, warte mal. Es ist jetzt nicht mehr ganz rund. Hier ist der Fehler. Genau so. Das müsste eigentlich rund sein. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, genau. Was ist ein kleinerer Turm? Wo können wir jederzeit erweitern? Und auch Material natürlich noch ändern, ist klar. Nur mal testweise. Wir können da einen Eingang machen. Kommen wir da hin.
ist schon was. Das schaut nach. Ah, okay, okay, okay. So hoch. Alles klar. Mach ich mal so. Ja, ich ist klar, dass du das weißt, wie ich es bauen will. Das weiß ich selber nicht. Also ich habe es am Kanal noch drauf, wie das hier angefangen worden ist. Es war ein kleiner Kasten, ein viereckiger, also von dem her. Es ist einfach, also ich würde es im Kobbelstil ein bisschen machen, so ganz grob. Ich meine, das ist auch noch nicht alles fertig. Das quasi war halt das Haus an sich selber mit Dachboden. Ich würde irgendwo eben da seitlich den Turm hinbauen. Ich weiß selber nicht, wie ich es machen will. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es machen will. Dass ich dann nie einen Plan habe, bis ich anfange. Also was, nie. Weil du wirst aber irgendwo da rauskommen, hätte ich gesagt, irgendwo so ganz grob. Ja, da sind wir. Da sind wir. Perfekt. Jetzt können wir wieder zumachen eigentlich. Hm, ich hab ein Bett dabei. Ich habe ein Bett. Ist irgendwie zu klein, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie. Aber vielleicht auch nur Geschmackssache. Aktuell mal. Hier, das ist auch schlecht. Dass keine Viecher reinkommen, das im ersten Moment. Weil sollten eigentlich eh nicht bei Pennen gehen. Ich ziehe es einfach mal hoch und schaue, wie es ausschaut. Ah, das wollte ich nicht. Auch noch nicht Mods ist irgendwie komisch. Das passen, genau. So, lass uns mal. Ähm, Entschuldigung, mal Fackeln rein. Aber irgendwie, ich baue schon die ganze Zeit nur ein bisschen. Sehe ich gerade. Gott. So, zwei müsste auch besser gehen. Löcher müssen wir noch auffüllen dann später. Ich habe keine Ahnung, wie das dann aktuell ausschaut. Also ich habe nur gesehen, es gibt so Ketten, die hätte ich gerne implementiert oder irgendwie mit reinbaut. Die Laternen, das glaube ich schaut ganz cool aus. Und die, ja, irgendwie so koppelt. Ich spare jetzt alles aus Holz, einfach weil ich es dabei habe. Werde ich aber alles wahrscheinlich wieder wegreißen oder einen Großteil davon wahrscheinlich wieder anders bauen. Nur mal, dass man sieht, wie hoch das Ding ist. Ich falle das eh gleich runter wahrscheinlich und bin tot.
Kill. Hm. Woanders hin tun, meinst du? Im Sinne von, was muss ich mal gucken und dann einfach ein bisschen mit dem Design. Ja, genau, das meine ich ja. Ich hätte es auch aus Erde bauen können, wollte ich aber nicht, weil ich dann quasi hier das nicht sehe, wann er aufhört und wann er anfängt. Und dachte mir jetzt einfach mal, das Wurscht machen wir aus Holz. Da hinten genug angesät oder anbaut. Also Holz haben wir ein bisschen. Weil man den Bereich jetzt sogar aus Erde machen könnte hier oben. Ich glaube, das Holz schon besser ausschaut. Im ersten Moment einmal. Wir haben eh keins mehr. Nee. Okay. Kurz runterfallen, tot sein. Ich mache mal kurz mal eine Eisenaxt. Oder zwei oder drei. Ach, kein Problem. Also, du lernst Deutsch, okay? Also dann doch eh sehr gut. Also, ich muss ehrlich sagen, die meisten Leute, die in den Chat schreiben, denke ich mal, passen auch oft nicht auf, was sie schreiben, beziehungsweise tun sich auch schwer beim Tippen etc. Oder kürzen vieles ab. Von dem her kommt da oft ein wenig oder ein bisschen durcheinander raus. Und wenn du mich verstehst, dann verstehst du, denke ich mal, jeden. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee, der Deutsche ist wirklich gut. Also, nee, finde ich wirklich. Also, ehrlich, ich hätte es nicht gemerkt. Also, wenn hättest du nichts gesagt, hätte ich es nicht gemerkt. Können wir japanisch sagen, Gambatte ne? Also, gib dein Bestes, so nach dem Motto. Wo bist du her, wenn ich fragen darf? Also, welches Land dann oder welche Sprache ursprünglich? Seit 1,5 Jahren. Okay, dann sehr gut. Ah, England, okay. Ja, Deutsch kann schwer sein. Wales, ah, alles klar. Ich sag mal, Deutsch kann sehr gemein sein, die Sprache. Also, die kleinen Details können sehr gemein sein, aber wie in Englisch auch. Es gibt viele Regeln, die also Muttersprachler oder Gebürtige einfach nicht machen. Ich mache selber in Deutsch so viel falsch, obwohl ich Deutscher bin. Theoretisch, nach den Regeln, die man lernt. Also alles nicht so wichtig. Es sei denn, du musst es für die Schule lernen, dann ist es natürlich schwieriger, sage ich mal. Weil dann die Regeln natürlich gefragt werden. Aber wenn du das nur privat lernen möchtest oder für die Arbeit oder sowas, wenn du so sprichst oder doch wenn du so sprichst, wie du schreibst, versteht dich definitiv jeder. Das ist richtig nervig, ja. Also eine gute Freundin von mir ist Japanerin. Ähm, ich war oder ich bin immer noch Tandempartnerin mit ihr. Also sprich, ich habe Japanisch gelernt, sie Deutsch.
Und von dem her, ja, ich kenne die Problematik. Und es ist noch schwerer für den Deutschen, das zu erklären. Es ist einfach so. Es ist der Tisch, das Sofa, die Tasse. Wir, wir überlegen nicht, warum das so ist. Wir lernen es halt von klein auf einfach so. Von dem her schwierig, einfach das zu erklären. Also ich weiß, es gibt ein paar Ausnahmen, glaube ich. Ich glaube, wenn das Wort auf E endet, zum Beispiel Tomate oder Zelte, also die Mehrzahl von Zelt, ist es, glaube ich, im, nicht immer, aber die meiste Zeit die. Das weiß ich noch. Ich kann nicht sagen, ob immer, ich glaube nicht, es gibt bestimmt wieder Ausnahmen. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es immer der Fall ist, aber definitiv ist es, glaube ich, meistens. Also den kleinen Tipp kann ich dir geben. Wenn das Wort auf E endet, meistens die. Ich auch nicht, hat mir die Japanerin erklärt. Aber es stimmt, wir haben es ausprobiert. Das ist die meiste, also ich weiß noch, es war nicht immer so, wie halt immer, es gibt immer Ausnahmen, aber du kannst es mal testen. Also Tomate ist die Tomate. Das Zelt, aber die Zelte. Ähm, Gott, Wörter mit E. Ähm, der Tisch, die Tische. Ähm, Mehrzahl funktioniert eigentlich tatsächlich meistens. Oder immer. Bei, also wie gesagt, nimm das nicht für hundertprozentig. Es ist auch nur, was ich so mitgekriegt habe oder was ich weiß, was ich mir gemerkt habe, aber es ist zumindest, es ist ganz oft Mehrzahl, das stimmt ja. Wollte ich gerade, ja. Ich sage ja wirklich, und viele Sachen kann ich selber nicht erklären, warum es so ist. Wir lernen es halt einfach so von klein auf. Drum, über viele Sachen denken wir auch nicht nach. Oder gerade der, die das. Es gibt Diskussionen ohne Ende. Yeah. Oh, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Es gibt selbst bei uns Diskussionen ohne Ende. Zum Beispiel eines der besten Dinge ist Ketchup. Kennst du natürlich, ist ja klar. Ob es das Ketchup oder der Ketchup. Zwischenzeitlich ist beides erlaubt. Die wurden sich nicht einig. Beides geht jetzt. Ach, es ist der Ketchup. In dem Fall wirklich, ja, da hast du vollkommen recht. Ist auch einfacher. Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum? Also, aber Deutsch soll angeblich eine der. Also Aussprache, glaube ich, ist Russisch und Chinesisch sehr schwer. Von der Grammatik, glaube ich, war Japanisch und Deutsch gut dabei. Als Grammatik ist Deutsch Hölle, das weiß ich. Aber auch nicht so wichtig. Also wenn dir die meisten Leute verstehen, was du meinst, auch wenn du der die das verwechselst. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber jeder versteht, was du sagen willst. Jeder freut sich eigentlich, wenn du dann so gut Deutsch kannst. Also von dem her, lernst du Deutsch privat oder von der Schule oder für die Arbeit oder nur aus Spaß oder warum? Privat. Ah, okay, cool. Ich auch. Also ich mag es auch sehr gern. Yeah. Riandorenatex, Ryan
Dornatex. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig gesagt. Vielen lieben Dank. Also ich mag Sprachen auch sehr gerne. Ah, Russisch, okay. Also ich war in Russland schon, in Moskau. Ähm, nur für 4 Tage, glaube ich, waren es. Also 4 volle Tage. 5 mit Abflug und Ankunft, sage ich mal. Aber Freundin von mir ist Russin. Dann auf Deutsch geachtet, okay. Ah, Dankeschön. Aus Boston, okay, wow. Schöne Grüße zurück. Aus Bayern, Deutschland. Wie gesagt, was ich gelernt habe oder was ich am Lernen bin oder war, eben gut Englisch, klar, hat man in der Schule natürlich auch, logisch, braucht man auch für die meisten Dinge. Dann Japanisch, äh, kann ich ein bisschen sprechen oder ich war in Japan schon 5 Mal. Durch die Freundin weiß oder die Bekannten, die ich dort habe, ich kann Japanisch auch ein bisschen schreiben, also gerade mit dem Handy oder mit dem PC ist es relativ leicht, weil man natürlich die ganzen Zeichen kennt. Ich habe mich damals beschäftigt mit äh, ja, Russisch. Ich, ich sag mal, ich kann es lesen. Ich verstehe es nicht und ich habe es schon lange nicht mehr getestet, aber ich habe die Sprache, die Schrift gelernt. Genau wie bei Koreanisch, das Hangul habe ich auch gelernt. Also ich kann es lesen, ich verstehe es aber nicht. Und ich brauche sehr lange dazu aktuell natürlich. Ich habe das schon lange nicht mehr geübt. Aber das waren so Dinge, also Koreanisch, Japanisch, aber Koreanisch nur lesen, Russisch auch nur lesen und Portugiesisch auch, okay, wow. Ja, Portugiesisch, ich hab's mal, wir waren mal, also quasi beim Weggehen war das der Fall, haben wir jemanden kennengelernt, das war ein Spanier, ein Brasilianer und ein Portugiese. Die Sprache ist sehr, sehr, sehr ähnlich, aber sie haben sich trotzdem alle drei auf Englisch unterhalten, weil es einfacher war für sie. Weil die Sprache zwar sehr identisch ist, aber trotzdem viele Begriffe andere Bedeutungen haben anscheinend oder ein bisschen anders ausgesprochen werden. Ich fand es lustig damals. Aber wie gesagt, ich mag Sprachen auch sehr gerne. Wirklich gerne. Ah, okay. Aber Französisch in der Schule, okay. Ja gut, wir teilweise auch. Also wir haben natürlich bei uns das Hauptfach, natürlich, ist ganz klar, ist bei uns Englisch auch, logisch. Und an den höheren Schulen, sage ich mal, ist immer Französisch mit dabei als Möglichkeit. Ich glaube, Spanisch könnte sein, wobei Portugiesisch, Spanisch ja doch, wie gesagt, wobei nein, Brasilianisch ist Portugiesisch, oder? Dachte ich mir. Nur andere Dialekt oder irgendwie so. Ich kenne mich in dem Bereich nicht wirklich aus. Ich weiß nur, ein Rest Mania, der Rest morgen. Oder das war's schon. Hi. Hi. Gab's schon, na gut, ja. Französisch kann ich ein paar Wörter, aber Niederländisch fand ich noch lustig. Es ist für Deutsche, sage ich mal, relativ leicht, Niederländisch zu verstehen, wenn du, oder für Deutsche vielleicht weniger, weiß ich nicht, also zumindest für den bayerischen Dialekt, sage ich mal. Mir kommt es vor, dass es sehr leicht zu verstehen ist, wenn man es laut ausspricht oder wenn man es hört. Lesen ist ein anderes Thema. Ich muss es vorlesen und laut vorlesen, dann verstehe ich es einigermaßen. Es gibt Brasilien Portugies. Das gibt zwar ziemlich anders als das Portugiesisch in Portugal, aber man versteht die beiden
Ja, das meine ich, genau, das war ihm das von den beiden auch der Fall. Trotzdem haben sie sich auf Englisch unterhalten. Es klingt zwar. Achso, ja, 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 klar. Hab dich schon verstanden. Geht mir mit Japanisch so. Durch, ja gut, muss man jetzt ehrlich sagen, Corona ist natürlich auch der Fall. Kommt man mal nicht weg. So habe ich es im Urlaub immer wieder gebraucht. Und ich finde es auch schade bei Englisch, ist auch so ein Fall. Wir lernen es ja in der Schule und ja gut, ich sag mal, reden müssen wir eigentlich im Regelfall nur wenig. Man versteht's. Also ich bin froh mit den Spielen, dass ich, also seitdem ich streame, sind sie normalerweise auch auf Deutsch, weil ich in Deutschland bin und ein deutscher Streamer bin, sage ich jetzt mal. Und auch immer wieder Leute zuschauen, die nicht so gut Englisch können. Mich stört das nicht, ob Englisch oder Deutsch. Aber ich habe das Spiel eigentlich früher immer auf Englisch gehabt, immer. Das war, ich sag mal, Pflicht, weil, ja. Und vor allem waren sie früher unzensiert, also ungeschnitten. Gerade England. In England waren es immer anderes Bewertungssystem wie bei uns. Gott sei Dank. Was möchtest du von mir? Ich will kein Steinschaufel. Da ist immer noch was, oh Gott. Die Dänisch, Norwegisch, Niederländisch und Deutsch. Ich war schon oft in Bayern. Wo in Bayern warst du? Also mehr so das klassische München, sage ich jetzt mal. Am Kochel. Am Kochelsee. Okay, wo ist der? Kochelsee. Also kenne ich jetzt gar nicht, aber gut. Das heißt nichts. Also ich bin, was Orte angeht, relativ schlecht. Ach, na, in den Alpen, okay. Ich sag mal, bei schönem Wetter, bei sehr schönem Wetter und bei klarem Wetter, sieht man sie bei uns, die Alpen. Also ich bin aus der Oberpfalz, aber es muss schon sehr, 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 sehr schönes Wetter sein. Und sehr klar. Aber in den Alpen tatsächlich war ich noch nie. Also war ich noch nicht. Ich war so in Deutschland schon ziemlich viel unterwegs, aber Alpen noch nicht. Müssten wir, oder müsste ich eigentlich mal, aber so, ja. Man fährt immer dahin, wo man nicht ist. Also so geht es mir zumindest. Japan war ich, in Korea war ich, in Moskau war ich. Schledorf. Okay. Muss mal schauen, wo das ist genau. Nee, okay, Schledorf. Hm. Das kenne ich jetzt auch nicht, aber müssen wir mal schauen. Das ist eine Zuschauerin, die immer wieder dabei ist, auch bei mir. Alice heißt sie. Die wohnt, glaube ich, im Allgäu, also sehr nah an den Alpen dran, hat sie mal gemeint gehabt, glaube ich. Vielleicht kennt die Schledorf. Kann ich es mal fragen. Also, vielleicht zufälligerweise. Ich sage es einfach Ryan, mal ganz kurz. Warum hast du Deutsch gelernt, auch privat? Oder auch wegen Arbeit oder Schule oder sowas? Ich meine, ich finde es interessant. Wow, ich bin ziemlich voll mit Zeug. Ja, gut.
Eis können wir wegtun. Ich weiß nicht. Ich. Ah doch, jetzt. Ja. Ich habe mir Deutsch selbst beigebracht. Ich lerne schon lange. Ich habe 2004 angefangen. Zwischen 2008 und 2009 habe ich einen Austauschjahr gemacht und bei einer deutschen Gastfamilie gewohnt. Ah, okay. Und wo warst du in Deutschland? Also, wo? Oder wo war die Gastfamilie? So muss ich sagen. Welcher Bereich? Also, du musst nicht genau sagen, nur ungefähr. Welches Bundesland oder. Ich finde es immer sehr interessant, wenn Baden-Württemberg. Ah, okay. Schwäbische Alb. Okay, das ist super. Auf das wollte ich nämlich raus. Ich finde es super lustig oder super schön eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand in Deutschland oder egal welches Land, egal welche Sprache man lernt, ist ja mit Englisch auch so. Wenn man in gewisse Regionen kommt, gibt es gewisse Dialekte. Und diese Dialekte hört man raus, ist ja klar. Und meistens dann, wenn ein gewisses, wie du sagst, Austauschjahr zum Beispiel gemacht wurde, gewöhnt man sich den Dialekt doch auch irgendwo an. Unbewusst. Bisschen. Und es ist einfach super schön, wenn quasi jetzt ja, nicht deutschsprachige oder nicht Muttersprachler auf einmal Dialekte mit drin haben. Ich finde das super cool. Ein Freund von mir hat quasi auch Japanisch gelernt und hat in Osaka, doch in Osaka genau, gewohnt. Über ein Jahr, 1,5 Jahre ungefähr auch. Und hat sich dort den sogenannten Kansai-Ben, also den Dialekt der Kansai-Region, ähm, angeeignet oder sehr angewohnt. Das ist quasi, wenn halt er quasi in Japan ist, also er ist Deutscher, wohnt jetzt aktuell in der Schweiz. Ähm, quasi bist du als Ausländer in Japan und sprichst aber, ich meine, er spricht sehr, sehr gut und sprichst aber komplett einen der schlimmsten Dialekte aus dem Land. Das finde ich einfach super. Ich baue mal hier Gerüst rein. Einfach, dass wir sofort tot sind, wenn wir runterfallen. Es ist cool, aber ich finde es immer wieder lustig, wenn er quasi wenn wir in Restaurants waren oder sowas oder beim Essen waren und er hat quasi was erzählt, hat er wirklich alles und jeden angeredet. Egal wo. Das war ihm egal. Passt. Da ist wer, mit dem rede ich. Passt. Und halt in diesem Dialekt dann teilweise auch. Das war halt sehr, sehr lustig, weil die natürlich erstmal geschaut haben. So, what? Das war schon, nein, sowas gefällt mir ganz gut. Wie hoch machen wir den Turm? Mal kurz Zwischenfrage. So hoch. Ein paar Punkte würde ich noch hochgehen, aber ich weiß gar nicht, wie hoch. Ich meine, dieser Turm, er sollte schon hoch sein. Frage, wie hoch ist hoch? Machen wir so und dann schauen wir kurz runter. Wie das ausschaut.
saugt her und macht eine zweite Reihe. Ich komme hier eh nicht mehr runter. So, jetzt schauen wir mal wieder irgendwie runterkommen. Es hat schon gewisse Höhe, langsam. Na doch, wir haben Erde, perfekt. Perfekto Mundo. So. So. Ja. Lustig, glaube ich, trifft am besten, ja. Es ist. Das Schlimme ist eigentlich, ich versuche Hochdeutsch zu reden. Gelingt mir meistens nicht. Der Dialekt, ich sag mal, Bayern ist sehr mundfaul. Also wir kürzen viel, wir schneiden viel ab. Also langsam Deutsch flüssig, okay. Ui, das schaut mal ziemlich komisch aus. Hm. Na gut, müssen wir noch. Ähm, kommt darauf an. Ich finde, jeder Dialekt ist schwierig. Und ich sage ja, Bayerisch ist normales Bayerisch, also so wie jetzt, ich sag mal, relativ hochdeutsches Bayerisch, wie es in München gesprochen wird zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, oder in der Stadt gesprochen wird, ist irgendwie noch einfacher. Woanders im Bauen, okay. Hm. Also ich meinte, er hat jetzt aktuell von der Form her natürlich, also klar, die Form ist aktuell noch. Also das Haus hier hat genauso scheiße ausgeschaut. Das war echt hässlich am Anfang. Genau wie das. Man kann alles schön machen, aber ja, es ist irgendwie. hm, Ich habe mir schöner vorgestellt, ja, muss ehrlich sagen. Hier, also mir gefällt die Position auch nicht so ganz. Nicht so wirklich auf jeden Fall. Hm. Was? Oida, geregt. Tschüss. Wie ich es haben will. Schön. Passend. Das hier ist nur Provisorium, also wirklich nur. Ja, wie schön, genau. Sehr schön. Ach Gott, na, das ist. Hier, hier oben ging natürlich auch.
Hier oben. Oder sehr schön. Sehr schön, okay. Ja, das wenn so einfach wäre. Löcher zu machen. Okay, danke schön. Also, Haus war auch, hat auch länger gedauert, sage ich mal. Aber auch noch nicht fertig, noch nicht final. Da kann man immer noch was dran machen. Tief, ja. Das hat mir auch gefallen. Ich habe es am Anfang hier quasi mit den Dingen, diese hatte ich vorher in der gleichen Farbe wie dieses Holz. Das hat mir auch nicht gefallen. Und einfach glatt, also so gerade Wände bauen, weiß ich nicht, das hat mir auch nicht so gefallen. Mir gefällt der Eingang noch nicht so gut. Also das ist noch auch noch zu grad. Aber so ähnlich hätte ich den Turm gern. Vielleicht aus Cobblestone, eventuell. Oder mit Cobblestone, sage ich mal, je nachdem. Oh je, das Hochspringen. Moment mal. So, so, so. Ich meine, innen drin muss der Turm nicht so sonderlich schön sein. Das ist egal. Aber Zwischendecken würde ich schon reinziehen. Also irgendwie, ähm, hier, gern zu lassen. Okay, ja gut. Dann nur außen ist er halt nicht schön, der Turm, aktuell. Außen muss man noch ändern, definitiv. Die müssen weg. Du auch. Du auch. Ähm, ja, Inspiration ist immer bei Minecraft sehr wichtig. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. So. Also auch gern, wenn ihr Ideen habt oder sowas, gerne Bescheid sagen. Machen wir. Hier war das Loch, gell? Oder hier.
Ja. Hm, ich hol mal Steine. Ist alles von hier. Hier war quasi alles voll. Treppe muss ich auch noch anders machen. Ah, genau, hier war die. Hier geht's zu einer Mine. Genau, das Portal haben wir hier. Ähm, so mal. Der größere Eingang ist auch besser, gell? Der wird. Schauen wir mal. Drei. Ja, drei breit. Habe ich Geld gesagt? Ähm, ge- ja, nee. Geld und nee ist ähnlich, ja. Oder ähnlich. Ja. Eigentlich genau dasselbe hätte ich fast gesagt. Ja. Okay, das geht jetzt hier schon wieder nicht, weil hier Erde ist. Hm, so vielleicht? Also mal vorerst einfach nur. Kann man immer noch austauschen. ähm, Erdbeermilch, ja. Ähm, ja, ich mag Erdbeeren, aber es hat nichts mit dem Namen zu tun. Der Name ist einfach nur daraus entstanden. Ich hieß vorher Divada, einfach nur ein Nick, also ein Nickname. Aber ich dachte mir, ich möchte Streamen versuchen und habe einfach nach einem Namen gesucht, der nicht vergeben war, der quasi frei war, der Name. Und dachte mir, okay, was nimmst du? Hab ein bisschen rumgeschaut und dachte mir, okay, und ich habe dann Ewigkeiten irgendwann dann mal das Bild gefunden, das ich quasi drauf habe, die Katze aus der Erdbeere. Dachte mir, ja, okay, das ist ein Erdbeermiez. Also Miez ist ja quasi so das, wie sagt man das? Miez ist so das Kitty, sage ich jetzt mal in Englisch. So Kitty Cat. Ja, kann man nicht wirklich übersetzen, glaube ich, aber ungefähr so ähnlich. Miez einfach. Das ist mehr so eine Verniedlichungsform von einer Katze. Pss, pss. Hm? Pss, pss. Was meinst du?
Ach, Mietz, Mietz. Ja, ja, genau, zum Beispiel. Ja, genau. Genau, so die Richtung. Genau, Mietz, Mietz, komm her, ja, genau. Und ähm, ich dachte mir, das schaut aus wie Erdbeermietz. Und der Name war frei und ich habe ihn genommen. Also das war jetzt eigentlich nicht. Und ich dachte mir, es soll alles passen, also habe ich den ganzen Kanal, die ganze Geschichte darum, sage ich mal, dementsprechend mit aufgebaut. Ich habe da, ja, war halt so oder ist halt so. Das war so kurze Erklärung. Ah, was haben wir noch? War so kurze Erklärung. Aber hat eigentlich nichts mit Erdbeeren selber zu tun. Das ist nur, ja, Zufall ist nicht richtig, aber ich dachte, es hat passt. Ich mag Katzen, ich mag Erdbeeren, passt. Erdbeermieze, genau, Erdbeermiez. Was zur Folge hat, an das habe ich damals nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt schon zwei, dreimal mit anderen zusammengespielt, natürlich. Der Name Mietz bleibt dir sehr schnell, auch als Mann, aber ja, gut. Stört mich jetzt nicht, aber ja, wie gesagt, ist kein Problem. Ich fand es so lustig einfach. Gut, wir kommen hier rein. Wie hoch machen wir die Etagen? Eins, 2, 3, 4, 5. Achso, ja gut, mei, also ja, also da habe ich auch kein Problem damit, überhaupt nicht. Wenn das ist ja generell auch Schmarrn, sage ich jetzt mal, wenn man sich da irgendwie runter tut oder irgendwie wegen sowas überlegt. Aber ich hatte schon öfters quasi Leute reinkommen quasi zu mir und dann quasi halt gefragt haben, wieso ich quasi einen Erdbeermietsnamen habe, weil es sehr weiblich klingt oder sehr, ja, wo ich dachte, nö, eigentlich nicht, aber wurde nur gefragt, also darum habe ich es mir damals überlegt, habe ich gesagt, okay, das schaut komisch aus. Nee. Wir brauchen anderes Holz. Was? Noch nie eine Löwenmieze gesehen. Eine Löwenmieze, ja. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja deswegen auch lustig gefunden, weil ich mir dachte, warum ist es doch egal. Und mir ist es auch egal. Ich finde es eigentlich sogar lustig, wenn ich ehrlich bin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, nochmal da. Deinen Hund. Okay. Ach, Floyd. Ja gut, Pink Floyd gibt es ja eine Band auch. Gibt auch eine Band, die so heißt. Ich dachte mal, du
Der Name kommt daher. Pink Floyd, Another Brick in the Wall zum Beispiel, oder gibt da mehr? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ach, okay, also indirekt quasi auch, okay. Das müssen wir noch ändern. Ja, besser. Wenn es Pink Floyd gibt, dann gibt es auch den pinkesten Floyd. Den pinkesten Floyd gibt es dann auf jeden Fall auch, das ist richtig, ja. Ja, aber die Idee ist auch gut. Ich meine, wenn man ehrlich ist, die meisten Namen kommen durch irgendeinen Krampf, irgendeine Idee, irgendeinen Schmarrn, sag ich mal, irgendeinen Spaß. Es gibt so viele Leute, die wo einfach dann die Namen raushauen. Und ich finde es lustig, wenn der Name lustig ist. Also wenn irgendwie, wenn jetzt jeder nur eins 2 3 heißen würde, ja, gut, weiß ich nicht. Mit Schild können wir eigentlich weglegen vorerst. Haben wir aktuell zum Bauern nicht. Die Samen tun wir weg. Ähm, und das tun wir weg. Das tun wir weg. Aber der pinkeste Floyd ist gut. Gefällt mir. Wie schaut denn das aus? Ach mein Gott. Ah, okay, alles klar. Der pinkeste Floyd. Ja, das war cool. Das haut nicht so gut hin. Ah, du hast über Laptop quasi gespielt. Au. Meine Miete hat dich runtergebracht. Was? Meine Miete hat ihn. Ah, okay. Gut, das ist. Habe ich auch schon mal geschafft. Also, ich habe auch eine Katze. Und die hat auch schon mehr runtergeworfen. Das ist richtig, ja. Meiner hat es damals überlebt, allerdings. Also, ich habe ihn noch erwischt, so muss ich sagen.
Au. Und. Ah, ach Gott. Und ja, holst du wieder einen? Möchtest du wieder einen? Oder wie? Oder was machst du dann? Ah, PC zu kaufen, okay. Ja gut, ich muss sagen, hat beides Vor- und Nachteile. PC ist meistens günstiger und leistungsfähiger. Also im Verhältnis natürlich, wenn man schaut. Es kommt darauf an, was man kauft. Es kommt wirklich darauf an, was man kauft. Du kannst für den PC sehr viel Geld ausgeben, du kannst für den Laptop sehr viel Geld ausgeben. Das ist immer unterschiedlich. Aber das Zeug ist teuer. 300 € Laptop, gut, okay. Aber okay, Minecraft gibt es aber immer noch, oder? Also das Geld kriegt man an Laptop eigentlich immer noch, wenn es. Was hattest du für einen? Also welche Marke oder was war das? Na gut, die FPS-Zahl muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es oft nicht. Wenn ich das bei Minecraft hier schaue, ich habe aktuell 315, 330 FPS, habe ich wegen der Grafikkarte, brauche ich nicht. Ähm, Man kann Minecraft mit 30 FPS auch ganz gut spielen. Ich habe einen PC gehabt, da habe ich, kennst du Raft, das Spiel Raft? Wo man quasi auf einem Floß ist oder ein Floß bauen muss. Ja, genau. Ich habe in diesem Spiel, ich glaube, 18 FPS. Es ist fast nicht spielbar. Also 30 FPS ist voll okay. In den meisten Spielen, sage ich jetzt mal, also oder eigentlich in jedem Spiel. Und auch vor allem in Minecraft, das ist voll okay. Genau, ja. Bei mir ist also, genau wegen Monitor, ja, gut. Bei mir wegen Stream zum Beispiel auch, Stream überträgt auch nicht mehr wie 60 FPS. Also ich kann 8000 FPS haben, das bringt mir gar nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Workbench. 300 Pfund. Ich weiß jetzt gar nicht, was ein Pfund aktuell ist, muss ich ganz ehrlich sagen, umgerechnet, aber ähm, ich sag mal, alternativ, was man natürlich auch noch machen kann, ist ein Gebrauchter. Wäre eine Option, hatte ich auch schon. Die Dinger, also ein Kumpel von mir, sag ich jetzt mal, ist auch so, der kauft sich eigentlich immer nur gebrauchte PCs. Also von dem her hat er auch noch nie schlecht, also hat er noch nie einen schlechten erwischt. Ja, zum Beispiel eBay, ja, oder ja, eBay Kleinanzeigen oder eBay, je nach, gibt mehr Möglichkeiten, ja, das stimmt. Oder was auch möglich ist, sind so refurbished, also die wiederaufbereiteten, sage ich mal, gibt es ja auch. Sind meistens sogar relativ neu. Fischen. Ja, genau, Generalüberhalt, das meine ich ja. Die sind nämlich meistens gar nicht, ja, viel gebraucht wurden die meistens gar nicht.
Also ich habe auch einen kleinen, so ein Lenovo ThinkPad habe ich. Der war auch generell überholt, ich glaube für 120 Euro. Also ich nehme den, ich habe den nur für, wenn ich in Urlaub war, habe ich den dabei gehabt zum Beispiel. Einfach, dass ich einen dabei hatte, um ja, E-Mails einfach mal einen Plan anschauen, egal was man gemacht hat. Wenn man irgendwas buchen musste, was übers Handy ein bisschen fricklich war oder einfach viele Hotels haben einfach keinen WLAN, oder viele hatten kein WLAN, aber einen Ding-Anschluss, einen LAN-Anschluss. Genau, genau. Viel günstiger, aber wie neu, richtig. Also finde ich nicht schlecht. Gibt es auch in jeder Version, also ob das jetzt, es muss auch kein High-End Gaming-Laptop nicht sein, definitiv nicht. Mal kurze Frage, wie schaut das aus? Ah, was ist besser? Okay, ich weiß nicht. Ach, das ist die Maserung anders. Okay. Ich glaube, ist der Kontrast ein bisschen besser. Entschuldigung. Zeitstrippt. So, stimmt, das geht auch. Stimmt, 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 stimmt. Du, du, du. Na, müssen wir anders einsetzen. Nee, auch nicht. Was? Ach so, okay. Das ist komisch. Ich lasse mal das hier. Ja, gut, warum nicht?
Hier so rüber. Hm? Eventuell. Stimmt, man kann es immer ändern, hast vollkommen recht. Ist ja Minecraft. Ich glaube, die Rinde kriege ich nicht mehr dran, oder? Aber das ist auch nicht so schlimm. Normale Dinger kann man immer draus machen, normale Holzbretter. Das geht ja immer. Wie ich mich dauernd verbaue. Zack, 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 zack. Auch noch, genau. Na gut. Eins, zwei. Den noch weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier wieder. Das ist falsch. Dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau. Ja, ich glaube, das ist eine gute Höhe. Der ist so, dann machen wir nächstes wieder anders. Na komm. Immer wieder, immer wieder. Ja, wir bleiben dabei. 2, 3, 4, 5, 6, da, oder? Zack, zack. Zack, wieder entrücken. Wir gehen mal kurz pennen. Einmal schlafen, bitte. Was? Ich will schlafen. Nein. Ah, jetzt geht's. So, dann wieder da. 2, 3, 4, 5, 6. Kathi, hi. Ach Mist, das war jetzt blöd. Und alles gut beim Pferd? Ja. War es noch brav? Ist bei euch so kalt? Also gut, bei uns ist es auch relativ kalt tatsächlich aktuell. Ja, wir haben so die, weiß gar nicht, 4, 5 Grad momentan. Also 4, ja, 3, 4 Grad wahrscheinlich aktuell, denke ich mal.
Fisch dafür. Captain Igloo. Er kommt von weitem übers her und bringt uns unseren Seelachs her. Hat für uns die ganze Welt bereist. Gestern doch geschneit. Geschneit hat es bei uns auch gestern. Und gehagelt, sagst du, okay. Ähm, weiter. Ich baue einen Scheiß. Hat auch Vorteile. Ah! Jetzt hat's mich wirklich erwischt. Ach Gott, ernsthaft. Hi. Erstmal. Mighty. Ach Gott. Alter. Äh, ja, jetzt hat's wirklich erwischt. Hi. Ach Gott. Ein kleines unwillkürliches Hallo. Hätte es auch getan. Ah, Herzinfarkt. Also zum Thema ganz kurz, Kathi. Pincus Floyd ist aus Wales. Hattest du gesagt, glaube ich. Und lernt Deutsch. Ja, genau, okay. Kathi ist übrigens auch sehr, sehr, sehr sprachenbegeistert, nenne ich es mal. Also, this username is not available. Die Kathi. So. Ich muss aber ehrlich sagen, Mighty, ganz kurz, das war echt laut. Also was bei mir am Ohr. Ich finde es gut. Einerseits, dass es so funktioniert, andererseits, ja, gut zu wissen. Ach, das war so leise, das habe ich fast nicht gehört. Naja. Ach Gott. Nein. Ich bin tot. Death, Death Counter in Minecraft, ja genau, unbedingt, muss sein. Death Counter. Wenn ich mag, schon, ja. Das entzückte Lachen. Ah Gott.
Ich wollte ganz sneaky auf die Treppe draufspringen. Ja, hat nicht so funktioniert. Entzückt. Ähm, wie entzückt. Erklär mal entzückt, Kathi. Lieblich oder fröhlich? Weiß ich gar nicht, wie übersetzt man das? Ich kenne aber das englische Wort auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ach, delighted? Delighted? Nö, oder? Delighted heißt entzückt. Okay. Sie. Na ja, gut. Gab ich dir mal, ausnahmsweise. Ja, okay, gut, gut, okay. Ja, dann passt's. I'm delighted to see you. Ja, gut. Okay, ich glaub's euch. Und nur weil es ihr seid. Kathi freut sich immer, wenn ich sterbe. Das war auch eine der Voraussetzungen, dass sie Mod wurde. Ein Mod musst du Streamer hassen. Nee, hassen nicht, aber die freut sich einfach am Leid anderer. Besonders an meinem. Im Vorstellungsgespräch so, ja und, geil. Wie stehen Sie zu Streamern? Kann ich gar nicht leiden. Okay, passt, Sie sind eingestellt. Nee, war Spaß. Also, jeder freut sich mal, wenn irgendwo wer runterfällt, doch jetzt mal ganz grob. Weil es oft es ist oft einfach lustig, das ist das Einzige. Kathi macht sich immer Spaß draus. Hast du Chaos den Couch? Wieso liegt der Stroh rum? Ach Gott. Das muss der Giftzwerg, ja, okay. Uh. Äh, Giftzwerg ist lustiger, das passt. Gut, jetzt haben wir einen Turm. Innen einigermaßen. Das Wort ist sehr wichtig, ja. Kein Sie, Servus. Oberbayern ist im Anmarsch. Oberbayern inklusive Chatbot. Darf man nicht vergessen, hat er immer dabei. Ja, Servus, genau. Servus ist wichtig. Mit Servus steht dir die Welt offen. Zumindest in Bayern. Ähm, durcheinander. Was wollte ich? Ich wollte Ketten. Ja, ja.
Viele und oft, ja, das ist richtig. Laternen. Minecraft. Man baut etwas in Minecraft und stirbt dabei. Regelmäßig. Spielende. Und die haben Laternen, glaube ich, oder? Genau. Also Minecraft, also das meint so, in Minecraft kann man machen, was man will. Moment mal. Mit den Sachen. Ne, das war schon richtig. Pinkesfred. Mit den Sachen, dass dir das Spiel hinstellt, ja, oder was das Spiel dir gibt, quasi, genau. Das stimmt schon. Ich meine, er versteht einfach die Faszination dahinter nicht, denke ich mal, wie man das mögen kann. Wahrscheinlich, denke ich mal, das ist so seine Aussage, wahrscheinlich, die er meint. Und kennst du, für dich ist Minecraft auch bloß wieder eine andere Polly Pocket Version, oder? Den Sinn, ja, es war mir fast klar, ich weiß schon. Gleicher Sinn wie jedes andere Spiel. Zeit verplempern. Genau, Spaß haben. Polly Pocket, yay. So, Fenster. Yeah. Ähm, man kann Minecraft durchspielen. Kann man. Also möglich ist es. Es gibt das End. Wenn man das Ende erreicht hat, kriegt man ein Ende. Was feig. Nicht springen, wieso? Was passiert dann, wenn ich springe? Ich weiß nicht, was da passiert. Bin noch nie gestorben in Minecraft. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bin auch noch nie in Lava ersoffen. Das schaut mal richtig scheiße aus, ja. Mhm. Was? Der Holzpimmel schaut komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie, nee. Nope. Ich fühle, also länger, die Fenster. Also länger, höher.
Okay. Ich habe keinen bösen Blick, mach Kathi. Und hier ist wieder Etage, gell? Könnte man hier einen haben. Warte mal, wie schaut das aus? Okay, runter. Einer und einer. Sind hier quasi zwei frei. Hier einer frei, oder? Das werden wir nicht hinkriegen, dass das noch was ausschaut. Das glaube ich ist nichts da. Hm. Machen wir mal drei. Ähm, machst du mal auf jeder Etage mal schauen, wie das ausschaut. Mega beschissen wahrscheinlich. Moment, ich spring raus. Wow. Fix war das hoch. Aus Holz ist blöd, gell? Das müsste aus Koppel sein. Dreier, okay. Machen wir die Dreier. Probier mal was. Okay, hat die was für einen bösen Blick hast du gemeint? Verstehe jetzt nicht ganz. Das war wirklich nicht so. Ich hätte schon gesagt, wenn es dir gehalten hätte. Echt, ich habe keinen bösen Blick nicht gemacht. Das war mehr so leicht enttäuschter Blick, weil das dämlich ausschaut, was ich gemacht habe. Mehr so gedacht eigentlich. Ich würde nie einen bösen Blick bekommen. Leicht anklagend. Nie. Ja, ich weiß ja nicht. Koppel haben wir genug. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass man so Ziegeldinger macht, aber das dann so toll ausschaut, weiß ich jetzt auch nicht gerade. Wir vergleichen mal. Bestimmt nie.
mal auch nicht. Sehr selten. Nur an Weihnachten kriegt sie ihn ab und zu mal. Nein, ach noch? Weihnachten und Ostern. Man kann hier später mit Deko was machen, eventuell. Also so, sag mal, also, ja, ich habe jetzt nicht genug dabei, aber Moment, nehmen wir die. Das hat das wieder nicht hin, glaube ich, wie ich mir das vorstelle, oder? Kein Problem, danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Freut mich, dass du da warst. Wir werden jetzt, denke ich mal, ich weiß nicht, Kathi ist da. Also könnte es sein, dass wir zu einem anderen Spiel wechseln. Das geht doch, oder? Also die Dinger da aus Stein, und hier immer so am Randung rum. Ja, okay. Also morgen, ja doch. Denke ich schon. Aber so könnte gehen. Ciao. Bis morgen eventuell. Danke fürs Dabeisein. Dankeschön. Erde mit Eisenbahn verprügeln. ähm, ich habe es ja geschrieben gehabt, Kathi. Ich habe heute hab schon mit Dave ein bisschen rumprobiert. Es, ich hoffe, es funktioniert das alles. Ich habe jetzt aktuell, hier sieht man es, bin doppelt verkabelt. Ich habe es hingekriegt, dass ich das Headset über USB und über Klinke laufen lasse. Und Maite hat mal kurz geholfen dabei. War auch kurz dabei. Es ist, also so als zum Testen quasi, es hat funktioniert. Mit Dave habe ich kurz das Problem gehabt, weil ich im Discord drin war. Das war aber bei Overwatch und bei Rainbow Six bei beiden Spielen. Mein Headset hat gesponnen wie Sau in dem Moment und ich habe uns halt extrem lautes Störgeräusch drauf gehabt, aber wirklich extremst laut. Also wirklich Rauschen, man hat auch nichts anderes mehr verstanden. Man hat es auch im Stream dann, oder man hätte es auch im Stream gehört. Ich hoffe, das passiert nicht mehr.
Aber das, ich denke, wieder typisches USB-Problem irgendwie, so nach dem Motto. Ist richtig da? Ja, ist richtig. Aber normal müsste es hinhauen. Also ich höre dich dann normalerweise auf dem Ohr und habe dich trotzdem auf einem extra Kanal. Also es müsste eigentlich passen. Irgendwo Schaufel? Nee, doch da. Also ja, wenn du magst, wir können gerne switchen. Ist kein Problem. Musst du sagen, wenn du soweit bist? Oder bist du schon soweit? Ja, musst du Bescheid geben, dann schalte ich um. Ist kein Problem. Aber das war zu viel. Also ich mache jetzt eine Fenster mache ich noch. Vielleicht mein Erdgerüst noch weg. Warte mal, du bist da, da. Das war der Scheiß. Doch, passt, 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 passt. Da, da, da und da. Uiui, das war zu knapp. Die da hinten, die Schlawiner, immer noch sind da. Au. Sitz dich mal ein bisschen drauf auf die Finger. Vielleicht, dass ein bisschen Wärme drauf kommt. Ich habe jetzt sogar Runden Mercy gespielt. 2 Runden. Kurz mal so. Wir haben aber beide verloren. Also, ich habe gar keine Chance gehabt, dass ich zu denen hinkomme. Der, das war die war dabei und Roadhog, glaube ich, heißt das Viech. Die war ist nach links gelaufen. Roadhog ist nach rechts gelaufen. Sniper ist nach vorne gelaufen, in die Leute rein. Also die Widow oder wie es heißt, glaube ich. Dann ist die Diva hinten stehen geblieben die ganze Zeit. Also irgendwie war es komisch. Das war irgendwie. Die zweite Runde war ähnlich. Nein! Vergessen. Wobei da die deutlich besser dabei waren, sag ich jetzt mal. Die hatten eine Moira dabei. Die hat sich dann meistens um den anderen gekümmert. Ach so, okay. Das ist immer so, ja gut, okay, dann passt schon. Ja, was, ich meine, das auf allen 4 Seiten. Also hier auch noch die Fenster rein, eventuell. Nee, das passt das nicht. Muss das noch weg.
Heißt jetzt auch nicht, dass ich immer Support spiele, also so ist es jetzt auch nicht. Aber mir gefällt es definitiv. Also ich würde es machen, unabhängig von dem. Mir gefällt es definitiv, aber wir haben definitiv einen Support, der minimal besser ist wie ich. Also habe ich gehört. Es wurde mir so, ja, es wurde so an mich herangetragen. Was na und? Ja, nein, Gottes Willen, das ist ja kein Ding, nicht Karte, ist ja kein was im Motto, ich bin scheiße und du zeigt, das meine ich nicht. Äh, aber hm, ja, das auch, mache ich ja. Aber ich werde es nicht machen, wenn du dabei, oder ich werde es im Regelfall nicht machen, wenn du dabei bist, so muss ich sagen. Weil der Support einfach auch extrem Spaß macht und ich ja immer noch rumprobiere. Ich mag ja alles eigentlich ausprobieren, so ist es ja nicht. Von dem her habe ich da kein Thema, ist doch überhaupt kein Problem damit. Wenn es mal passt, kann ich mal eine Runde machen. Und beste Lehrerin habe ich ja. Weiß ich ja, dass dir egal ist. Ja, können wir mal versuchen. Wie gesagt, ich werde jetzt auch, also Tank, mir hat die Orisa haben mir gefallen, definitiv. Ich habe heute mal ganz kurz im Trainingsproblem den Bastion ausprobiert. Ist auch cool. Kann sich selber heilen, habe ich gesehen. Das ist mega nice. Oder selber reparieren. Ich glaube, trifft es eher. Ähm, tu mal raus, du da her. Ziehe ich kurz die Seite noch runter. Wie viele Treppe? What? Ich sage, Bastion werde ich auch probieren. Das ist also, habe ich mir heute definitiv angeschaut. Vor allem, also Bastion ist auch lustig. Spielt sehr interessant. Das Einzige, was Bastion hat, ist, dass er nicht so viel Munition hat. Und ist er auch, das stimmt, ja, genau. Ja, genau, gut, okay, stimmt. Bastion, aber Bastion ist kein Tank. Bastion ist ein DD, oder? Dachte ich mir. Oder täusche ich mich jetzt? DD, okay, na gut. Macht das Sinn, weil die zweite Attacke von dem ist lustig, wo er sich dann quasi so ein Standgeschütz verwandelt. Das habe ich cool gefunden. Ich habe eigentlich alle mal kurz durchprobiert ein bisschen. Aber ach fuck. Das machen wir gleich. Ach fuck, ich hab's. Ach komm, egal. Ähm, die, also Moira ist gar nicht so das meine, habe ich gemerkt. Das, ja, bin ich nicht klargekommen damit. Sagen wir es mal so. Dass man quasi erst die Energie wieder abzapfen muss, dass man es auflädt. Das war ein bisschen komisch, aber gut. Ja, wahrscheinlich zu stark. Also von den Support definitiv Mercy. Erste Wahl, definitiv. Von den Tanks Orisa, ja. Ich habe nicht alle versucht. Der Sigma, glaube ich, hieß er, ist auch irgendwie cool. Hat was.
Die war ja gut, auch klar, aber mit die war, glaube ich, komme ich nicht so gut zurecht, also zumindest noch nicht. Muss ich noch ein bisschen üben. Ich muss mit jedem üben, unabhängig von dem. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt welche, die nimmst du, die liegen da irgendwie einfach, die gefallen da, die liegen da. Die, von den DDs war die Sombra auch noch ganz cool, die Hackerin. Ich habe es einmal im Tutorial ein bisschen versucht, dass ich quasi Dinge, die Teleport-Granaten-Dinger da versuche. Telefon, kein Problem. Und hat aber auch funktioniert. Also es geht ganz gut, wenn man es mal gewohnt ist, dass sie die Dinger hat. Was? Ach, Kacke. Wir brauchen Steins. Steinze. Viele kleine Steinze. Die nehme ich einmal mit. Alter, geht dann nebenbei fressen, wer kennt nicht? Hui. Die Dinger mache ich noch kurz weg. Ja, ist gut, Kathi telefoniert eh noch. Waren wir so lange hier noch rum? Frage ist, wo machen wir die, ja, mal schauen, ob wir die Fenster auf jeder Seite machen. Mal schauen, wie es ausschaut und zum Schluss. Weil so richtig hundertprozentig gefallen tut mir der Turm aktuell noch nicht. Wird besser, aber es geht definitiv besser. Dann machen wir mal eins rein. Dreiunddreißig. Jetzt klang das immer. Wir holen mal noch was. Ein paar Steindl. Na komm. Die lassen wir da. Ich auch. Die Slabs lassen wir da. Die Leiter lassen wir da. Und da auch ein paar Dinger. Die Borden dabei. Obwohl machen wir so kurzer. Nehme ich mit. Holen wir noch Cobblestone. Bläst du nee. Da was drin? Und Treppen haben wir glaube ich da drin, oder? Irgendwo. Jo. Ich nehme einmal mit. Spawnen kann hier drin nichts, aber hier ist noch ein bisschen gefährlich. Einen zu. Treppen, die Dinger lassen wir da. Hier ein bisschen was rein. Brauchen wir noch, die lassen wir dabei, die lassen wir auch dabei. Äh, 'n. 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 '
Passt. Passt, Spencer. Ähm, jo, die Dinger noch machen. Das da runterkrabbeln. Vielleicht die andere Seite noch, je nachdem. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut, das Ding. Machen wir so kurz zwei Blue Ext. Dürfte gleich im Arsch sein, das Ding. Ja, da würde ich sagen, da schauen wir mal die Fenster an, rundum. Also, kann man schon mal raushauen, wie es ausschaut dann. Eventuell die Treppen ranmachen, dass es ein kompletter Kranz rum ist, irgendwie. Vielleicht machen wir es auch wieder weg. Sehen wir dann, wie es ausschaut. Aber irgendwie so Kontrast mit, also alles gleich ist mir nicht schön. Das, in den Kontrast muss rein, definitiv. Ich glaube, der Cobblestone ist ganz gut in dem Fall. Das ist einfaches Material. Das Haus hat zwar gut am Kamin dran, sag ich mal, aber die Dinger haben sie hier unten dran. Das glaube ich passt ganz gut. Denk schon. Die Viecher müssten das eigentlich normalerweise dürfen das nicht mehr erwischen. Das heißt, Skelette, glaube ich, schießen das hier nicht mehr runter. Was in der Höhe jetzt langsam nicht mehr. Hoffe ich. Falls ihr was spawnt. Ich ziehe jetzt definitiv zwei Dinger hoch. Dass wenn gerade ein Creeper ums Eck rumgescheißert kommt. Hoffe ich zumindest. Das wär bitter. Aber schuld wäre ich selber. Ja, doch lieber. Ach, das war okay. Ah, das passt eh. Okay, passt eh recht gut. Mit der Säule da. Wir haben eh unten schon das Cobblestone. Das passt eigentlich normalerweise. Enderman! 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 That's whatever a Enderman can. You to pick a block. Do it. Ja. Was machen wir da? Ein paar Fackelinis. Geht hier nicht. Ja gut, aber alleine dann hilft nichts. Immer symmetrisch. Gut, aber hier auch nicht. Das ist wieder symmetrisch. Das ist hier auch nicht symmetrisch, dann passt's. Eine unsymmetrische Symmetrie. Wer kennt sie nicht? Frage ist, machen wir alle vier Seiten Fenster? Hm. Eventuell. Aber Glas rein brauchen wir auf jeden Fall noch. Von einer. Nee. Da.
im Unterstockwerk gar nicht. Die haben auch nichts, effektiv. Also nur. Hm. Also eh Tür. Okay, lassen wir es. Aber jetzt über den Fenstern, unter den Fenstern haben wir es gemacht, gell? Genau, immer unter den Fenstern. Das, was ich hier eigentlich auch wieder verlege. Hier praktisch. Ja, komm. Au. Machen wir es hier auch noch. Hier ist noch Fenster. Na gut, hier haben wir es aktuell nicht, gell? Aber da haben wir das Fenster noch. Hier haben wir es aber drüber. Warte, wir haben es drüber gehabt, gell? Ja, wir sind deutlich höher. Ja. Ähm, hol mal Fenster, I guess. Die da. Hat ein bisschen mehr Tiefe in dem ganzen Zeug. Tür nehmen wir so mit. Eine Fichtenholztür. Ja, was wollte ich haben? War das drin? So. Immer viel. Ja, da muss schon noch was hin. Definitiv. Da brauchen wir da auch noch Fenster, definitiv mal. Ist ja egal. Mal die Dinger weg. Ähm, machen wir mal rein. Da haben wir hier quasi zwei frei, dann wäre hier drei drüber. Das wäre direkt über der Tür. Da kommt mir Schatz, glaube ich, gell? Ne, das ist nix. Das ist nix. Aber überhaupt nix. Und nur Zweier. Nope. Ich weiß nicht, ob mir die Fenster gefallen. Machen wir auf eine Seite rein, dann können wir uns anschauen. Wie es ungefähr ausschauen, die Dinger. Oder wissen das Gesamtbild quasi macht, wenn wir die drin haben. Hier noch welche rein. Wieder da. Perfekt. Ich
Gab's auch geil. Dö. Wieder dö. Ja, dann war Schlüssel rein, glaube ich, oder? Das ist ein toller Schlüssel. Ich weiß nicht, ob mir die Dinger gefallen, aber die Fenster gefallen. Das schaut irgendwie mehr aus wie so ein... Wenn die Dinger dann herumziehen. Ich mach's mal in dem Stil fertig. Also das hält mir aber... Und schau es mal an. Wie ich es weitermachen will, weiß ich. Hörst du? Die Dinger nehmen wir noch mit. Also ich bleib mal gleich da drin. Das legen wir uns da rein. Kabel brauchen wir mal hier. Die Treppen nehmen wir uns mit, die brauchen wir gleich. Oder wann? Die Slabs brauchen wir aktuell nicht. Das glaube ich momentan auch nicht. Kabel müsste auch reichen, das können wir auch da lassen. Iron Bar können wir auch da lassen. Die Folie und Sticks. Fackeln habe ich da. Schwarzeichenstamm. Ja, ist ja aber da. Ja, die brauchen wir noch als Gerüst dann. Fichtenstamm brauchen wir aktuell normalerweise auch nicht. Jetzt nehmen wir aber mit, weil wir einfach irgendwas haben noch als Ding, als keine Gerüstsache. So machen wir es genau, passt perfekt. Die Slabs, gut, ja. So, passt gut, dann switchen wir mal. Verbindung drinnen. Brechen. Wir machen Pause. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Ich gehe mal ins TS-Kati, oder? Wenn du soweit bist. Schau mal kurz die Streamen von um. Fertig. TS ist offen. Favoriten. Connected. Channel switched. Man hat glaube ich, gehört, oder? Oder? Channel switched. Ja, man hört genau. Error. Error. Channel switched. Machen wir das noch auf? Und User joined your channel. Ahoi. Guten Tag. Ahoi. Die was umschalten. Spielaufnahme. Overwatch. Overwatch. Ah, Gute. Gut, Brille ist dreckig. Das Hupen. Das ich will gar nicht wissen, wie meine jetzt gerade ausschaut. Der Brille. Ja, Ich habe gerade gesehen, dass ich nichts mehr sehe. halt runtergefallen. Was? Also gerade runtergefallen oder dreckig runtergefallen? Na, diesmal halt einfach, ich hab mir's
Ich habe ich habe meine Kappe aufgehabt, haben wir die Maske runter dann ist meine Brille mitgekommen. Ja, das kenne ich. Die Masken sind blöd. Die reißen mir auch regelmäßig runter. Direkt im Pferd vor die Füße gefallen, die hat sich gleich gefreut. Da liegt er. Aber nicht drauf toucht, oder? Nein, ist nicht. Das war halt böse ausgegangen. Kathi, kannst du mal ganz kurz nebenbei schauen, dass der Stream eh offen, denke ich mal, oder? Natürlich. Wie der Ton ist, wie man es hört, wie alles passt, hoffe ich mal. Moment. Weil ich höre jetzt aktuell alles gut, glaube ich. Ich müsste alles jetzt normalerweise im Surround Sound hören. Wenn man nicht zusammenzuckt und davon rennt, dann habe ich das Störgeräusch wieder drauf. Das hörst du aber dann auch im Stream. Okay. Das ist so dermaßen kacke laut und es ist lauter wie alles andere. Es war so richtig so. Richtig Okay. extremes Rauschen und zehnmal so laut wie das Headset geht, so nach dem Motto. Ein bisschen hakelig ist der Ton, finde ich. Hakelig? Ein bisschen Äh. hakelig, ja. Bin ich hakelig oder was ist hakelig? Wir beide. Wir beide. Aber der Overwatch-Ton nicht. Ah, Overwatch an sich nein. Warte, ich mach mal kurz auf. Ich freue mich, der kleinen Ding da. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich sag was. Ich sag was. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht laut gehabt. Wir sagen nochmal was. Ich sag was. Wir sagen nochmal was. Test, Hm. Test, Test, Test. La. Ja, wir knacksen. Mhm. Da mache ich mal ganz kurz den Stream nochmal aus. Ich glaube, das Beste. Weil ich OBS dann kurz ausschalten muss. Aber ich sage dir mal, normalerweise bin ich schnell genug. Ich schau mal kurz. Wir sind gleich wieder da. Einen Moment, wir sind sofort wieder da. Ich muss kurz das OBS aus und wieder anmachen. Also kurz Moment. Moment bitte.